Servus beieinander, der Johann Barse ist da. Heute machen wir Brotzeit. Ob das jetzt zur Wiesn ist oder zum Biergarten, ist egal. Heute machen wir Brotzeit. Und dafür bereiten wir vor Brot. Ihr könnt auch Scheiben Schwarzbrot nehmen. Ich habe da so eine schöne dunkle Semmel, sagt man bei uns in Bayern. Und die rösten wir als erstes einmal an. Das könnt ihr auch in den Toaster reinschmeißen. Aber ich habe keinen. Das habe ich jetzt absichtlich nicht in Butter gemacht, weil wir das, was da drauf kommt, auch in Butter anbraten. Dann wird es irgendwann doch zu viel des Guten. Als nächstes brauchen wir 2 Eier. Einmal. Zweimal. Ein bisschen Pfeffer. Und Salz. Und das verschlagen wir. Und weil wir zuerst so mit der Butter gespart haben, tun wir halt jetzt ein bisschen Sahne rein. Sahne hat natürlich den Vorteil, hat bloß 1/3 vom Fett der Butter. Ansonsten ist es eigentlich das Gleiche. So, dann geht's los. Jetzt kommt doch unser Butter zusammen mit Speck. Wer mag, wer nicht mag, der lasst halt den Speck weg. Dann haben wir da noch eine Zwiebel. Genauso machen wir es mit dem Knoblauch. Wer ihn gern mag, darf ihn hernehmen. Den wir dann rein. Und dann kommen in unsere Real rein. Wieder salzen. Ein bisschen Pfeffer. Und dann schön anbraten. Ich mag ja Real ganz gern. Neben dem Steinpilz und dem Trüffel mein liebster Schwammerl. Und da gibt es wieder 2 Philosophien. Die eine, die lassen länger anbraten, dann kommt ein bisschen Saft raus, der ganz intensiv schmeckt. Die anderen sagen, nein, gescheit heiß und bloß ganz kurz. Ich habe es von meiner Mama so gelernt. Der Pfifferling, der muss ein bisschen ziehen, der ruhig der Geschmack da rauskommen. Und das mit der Butter zusammen, wunderbar. So. Dann haben wir da noch Rucola, könnt ihr aber genauso gut Petersilie hernehmen. Gute, geschmackige Blattpetersilie. Heute gibt es einen Rucola oder auf Deutsch gesagt Rauke. Und dann kommt da das Ei rein.
Dafür mag ich das Ei, wenn es noch nicht ganz gestockt ist und ja, ganz trocken ist, sondern der ruhig ein bisschen glänzen noch. So, das kommt dann da drauf. Das da drüber. Da kriegt dann das Wort Brotzeit gleich einmal eine ganz andere Bedeutung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Servus beieinander. Immer gut aufpassen, was es nächstes Mal gibt.